Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Ja, was ist gelaufen diese Woche? Die paar wichtigen Ereignisse jetzt noch einmal zusammengefasst. Nach dem Ständerat hat diese Woche auch der Nationalrat der zweiten Gotthardröhre der Segen gegeben. Aber trotzdem, politisch bleibt das Projekt sehr umstritten. Nationalrat Christoph Mörgeli. Ja, schauen Sie, das heizt doch die Masseneinwanderung nur noch mehr an. Warum? Ja, unter uns. Was machen wir denn mit all diesen holländischen Camper, die jetzt noch schneller illegal in die Schweiz kommen? Und dass die Holländer in der Freizeit nicht nur Rössli Stumpen und Villiger Kiel rauchen, wissen wir doch, verstehen Sie? Der Gotthard wird vielleicht schon bald in einer riesigen holländischen Haschwolke eingeklebt. Stellen Sie sich mal vor, da fahren Familien, Schweizer Familien, muss man sagen, nüchtern in den Gotthardtunnel und kommen völlig bekifft zu einer an. Teilen die Szenarien die Befürchtungen vom Herrn Mörgeli, Weltwochenchef Roger Köppel? Nur bekifft verdreist der Tessiner Merlo. Um was geht's? Die Weltwoche deckt in einer Sonderausgabe auf, dass die zweite Röhre mit einer neuen Steuer finanziert wird. Der Bund will nämlich jedes verkaufte Kondom, Stichwort Röhre, künftig mit je 5 Rappen besteuern. Schöner Moment vielleicht für einen Themawechsel. Das neue iPhone 6 und das iPhone 6 Plus gibt's ab heute in der Schweiz. Ich glaube, es ist jetzt Schlange irgendwo von diesen Apple Stores. Aber das Problem hat ja, dass das Grössere von denen, oder? Es biegt sich im Hosensack wie eine Banane. Tja, zusammen durch den Blick am Morgen. Lieber ein iPhone verbogen in der Hose als gar nichts Krumms. Hauptsache Touchscreen. Sorry, das ist jetzt ein bisschen sehr billig. Ja gut, finde ich auch, aber man, wer schreibt mir jeden Freitag den huren Manuskript? Ja, yeah. Ich würde auch lieber über wichtige Themen reden, beispielsweise die islamischen Touristen, die jetzt überall sind, oder die neuen klimatisierten Gipfel. Entweder Manhattan etwas zu sagen oder halt nicht. Richtig, darum fragen wir jetzt beim Ständerat Felix Gutzwiller, wäre es nicht gescheiter, wir wären alle ein bisschen weniger auf unser Smartphone fixiert. Vorsicht vor dem iPhone. Wir von der Präventivmedizin wissen, dass es unfruchtbar machen kann. Wegen der Strahlen nehme ich an. Nein, man weiss, dass Männer mit einem iPhone in der Hand nicht mal mehr realisieren, dass ihre eigene Frau voll die Blut neben ihnen liegt. Hat eigentlich schon jemand so ein iPhone 6 in der Schweiz? Vielleicht unsere grossen VIPs, der Roger Federer? Ja gut, klar, mir gefällt vor allem die neue App, oder, die Gesichter kennt oder scannt, oder mit sofort den Namen anzeigt von der Person, die man sieht, oder? Braucht man das? Oder braucht ihr das? Ja gut, ist klar, oder? Bei meinen 5, 6, gut, einfach bei meinen Kindern. Es sind 4, 2x2, Zwilling. Ja gut, eben. Es sind ja so viele, wie soll ich halt nehmen von all denen kennen, oder? Aber ich habe dann einfach den Scanner aufs Gesicht und dann kommt gerade der Name von dem Kind auf dem Display, oder? Dann sehe ich auch gerade, welchem Sponsor ich welches Kind angehängt habe, oder? Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Ist der später online im Internet in Bild und Ton. Das ist SF3 am Morgen. Lunik.